Ich möchte Ihren Blick richten auf das Kreuz von Golgatha. Es geht um Jesus am Kreuz. Und dort hängt niemand anders als Gott selbst in Menschengestalt. Und wie er dort hängt, da bittet er, und es sagt, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, größere Worte als das gibt es nicht. Und sie werden nicht von irgendjemandem ausgesprochen, von Gott selbst. Er, der Schöpfer Himmels und der Erde, er, der alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort, er, der dich und mich geschaffen hat, er hängt an diesem Kreuz und er bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Während er bis zur Unkenntlichkeit gemartert wird, gehöhnt, gelästert, da spricht er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der erweiterte Wortsinn eigentlich, der hier steht, vom Urtext her bedeutet eigentlich, dass Jesus seine Bitte richtet an seinen Vater und zu ihm sagt, Vater, lass ab von deinem Zorn. Vater, lass sie gewähren, lass es zu. Das heißt also, während er hier hängt, da bittet er für seine Peiniger. Es wäre ein leichtes gewesen für Jesus, seine Feinde einfach hinwegzufegen. Denken wir an den Garten Gethsemane. Da kommt eine Rotte, ungefähr 1000 Mann, Soldaten, und sie fragen ihn, wer ist Jesus? Und majestätisch in seiner göttlichen Vollmacht, da sagt er, ich bin's. Ich bin Jahwe. Und während er das sagt, da fallen diese ganzen 1000 Männer, gestandene Soldaten, sie fallen einfach wie Fliegen, fallen sie um. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es wäre ein leichtes gewesen. Da stand der Herr Jesus vor Pilatus. Und während der Herr Jesus vor Pilatus steht, der Pilatus in seiner Arroganz, in seiner Eingebildetheit, da sagt er, weißt du nicht, wer ich bin? Und der Herr Jesus, er antwortet, in Matthäus 26, Vers 53, weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauchte? Und er schickte mir sofort mehr als 12 Legionen Engel. Das sind 72.000 Engel. Und es brauchte nur einen einzigen Engel. Damals, als die Assyrer vor Jerusalem standen, da ging dieser eine Engel in einer Nacht und 185.000 Männer waren am nächsten Tag tot. Und jetzt hängt dieser Gott, hängt am Kreuz von Golgatha. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Darf ich Sie fragen, wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Sohn geschändet am Kreuz hängt? Wie es heute passiert im Jemen, wie es heute passiert in Syrien. Wie würden wir reagieren? Wahrscheinlich entweder mit großer Wut oder Zorn oder mit tiefster Ohnmacht. Und wenn wir die Macht hätten, dann würden wir reagieren. Wenn wir die Macht und Autorität hätten, wir würden reagieren und unser Kind sofort aus den Händen dieser Herrscher herausholen. Und wir würden diese Herrscher aufs Bitterste würden wir sie bestrafen. Für Gott selbst, der mit ansehen musste, wie sein Sohn am Kreuz geschändet wird. Es wäre ein leichtes gewesen, mit diesen Peinigern abzurechnen. Es wäre ein einfaches gewesen, sie einfach auszulöschen. Aber der Sohn bittet, Vater, lass es zu. Vater, lass es geschehen. Und niemand von uns kann in Gottes Vaterherz hineinschauen. In dieses Herz, vor dem ein Mose seine Schuhe auszieht, vor dem ein Prophet Jesaja bebend zusammenbricht und er sagt, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Vor diesem Gott, wo ein Priester Nadab und Abihu, weil sich an Gottes Heiligtum vergriffen, tot umfallen. Es wäre ein leichtes gewesen.
Und jetzt muss Gott mit ansehen, wie sein Sohn angespuckt, ausgepeitscht und als Verbrecher ans Kreuz genagelt wird. Und es soll er, der heilige Gott, er soll einfach schweigen. Er, der Reine, soll einfach stille sein. Er, der Gerechte, soll mit ansehen, wie dem einen Heiligen das größte Unrecht geschieht. Dieser eine Gerechte, von dem es heißt im Psalm 9, Vers 13, wo dieser eine Gerechte sagt, den Hilfeschrei der Armen, er überhört es nicht. Und er vergisst nicht die Qual der Verfolgten. Und er zieht die Verfolger, zieht er zur Rechenschaft. Und nun soll er, der eine Gott, einfach überhören, wenn sein Sohn dort hängt. Einfach die Qualen seines Geliebten übersehen, die Peiniger einfach frei gehen lassen. Ich glaube, wenn Jesus am Kreuz nicht gesagt hätte, Vater, vergib ihnen, sie wären sofort ausgetilgt worden. Wenn Jesus nicht gebetet hätte, Vater, lass es zu, Vater, lass es geschehen, Vater, vergib ihnen. Der gerechtfertigte Zorn des heiligen Vaters hätte sich an seinen Peinigern entladen. Doch der Zorn des Vaters sollte nicht die Peiniger treffen, sondern dieser Zorn des Vaters sollte auf ihn geladen werden, auf Jesus. Für das, vor Grundlegung der Welt, wurde das festgelegt. Der Zorn dieses gerechten Vaters sollte auf ihn fallen, auf das Lamm Gottes. Johannes sagt, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt. In 1. Petrus 1, 22, da heißt es, ihn hat Gott zum Opfer bestimmt, bevor er die Welt überhaupt schuf. Der Zorn dieses heiligen Gottes sollte auf ihn gelegt werden. Das Gericht sollte an ihm vollzogen werden. Und deswegen die Bitte des Sohnes zum Vater. Vater, strafe nicht sie. Vater, lege deinen Zorn nicht auf sie, lege deinen Zorn auf mich. Wer kann das begreifen? Wer kann das verstehen? Und interessant ist, wenn man diesen Bibelvers auch liest, dann kommt zum Ausdruck, dass der Herr Jesus dieses Gebet im Grunde genommen die ganze Zeit über gebetet hat. Also nicht nur als er am Kreuz hängt, sondern die ganze Zeit über hat er gesagt, Vater, vergib. Während sie ihn schlugen, Vater, lass es zu. Während sie ihn anspuckten, wer kann sich das ausmalen? Der heilige Gott wird angespuckt. Vater, lass es zu. Lass es geschehen. Lege deinen Zorn nicht auf sie, lege deinen Zorn auf mich. Denn für das war er in diese Welt gekommen. Zu diesem Zweck kam er in die Welt, nämlich um den Zorn des heiligen Gottes auf sich zu nehmen. Ich hätte es verdient, du hättest es verdient, aber nun hängt er am Kreuz, um deine und meine Schuld auf sich zu laden. Peter hat es gelesen, er aber wurde durchbohrt um unser Missetat willen und wurde geschlagen um unser Schuld willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Kann es eine größere Liebe geben? Der Jesus selbst hat dieses angekündigt und hat gesagt, Johannes 15, Vers 13 hat er gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Er hat dich gemeint, als er ans Kreuz ging. Und weil er ans Kreuz ging, können wir kommen. In einem alten Lied heißt es, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Auf dieser Grundlage steht der Himmel wieder offen. Auf dieser Grundlage dürfen wir kommen. Jesus kann auf dieser Grundlage, weil er alles bezahlt hat, kann er dir und mir Vergebung zusprechen. Der Vater kann auf dieser Grundlage dich wieder in seine Arme schließen, Vergebung zusprechen. Und wisst ihr, das Schöne ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du auf dieser Grundlage des Kreuzes Jesus stehst,
dann hast du nicht nur Vergebung empfangen, sondern du kannst auch anderen Vergebung zusprechen. Der Jesus, er sagt in seinem Gebet, wer uns lehrt beten, in Matthäus 6, Vers 12, da sagt der Herr Jesus, und vergib uns unsere Schuld. Das kann der Vater tun auf Grundlage des Kreuzes von Golgatha. Und wenn wir zu diesem Kreuz gekommen sind und Vergebung empfangen haben, dürfen auch wir den anderen, den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, Vergebung zusprechen. Ich kenne dich nicht persönlich. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber ein jeder hat in seinem Leben auch Dinge, wo ihm notvolle Dinge zugestoßen sind. Vielleicht von deinem Ehepartner. Vielleicht von deinem Papa, deinen Eltern. Ich erzähle hier ein Erlebnis von einer lieben Schwester. Es ist aus der Seelsorge, aber ich darf es erzählen. Eine liebe Glaubensschwester, sie kam und hat mich gefragt, ob sie mit mir verschiedene Dinge besprechen könnte. Wir haben uns getroffen und dann während verschiedenen Gesprächen hat sie mir erzählt, dass sie als Kind von ihrem eigenen Vater missbraucht wurde. Aber nicht nur von ihrem eigenen Vater, auch von den eigenen Brüdern. Und als sie das erste Mal, als wir zusammen waren, da haben wir miteinander beide geweint. Geweint über den Dingen, die in ihrem Leben geschehen sind. Über die Last ihres Lebens. Und dann habe ich sie gefragt, 3 verschiedene Fragen habe ich ihr gestellt im Verlauf dieser verschiedenen Gespräche. Als erstes habe ich gefragt, liebe Schwester, kannst du trotz all den Dingen, die dir in deinem Leben widerfahren sind, trotz all dem Hässlichen, diesem Unvorstellbaren, kannst du deinem Papa vergeben? Kannst du deinen Brüdern vergeben, weil Jesus dir vergeben hat? Kannst du das tun? Kannst du das wirklich auch umsetzen, was es heißt in Matthäus 6, Vers 12? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch wenn diese Taten niemals zu rechtfertigen sind. Es sind schreckliche, gräuliche Taten. Auch wenn deine Gefühle ganz anders aussehen. Aber kannst du Vergebung zusprechen, weil es die Bibel von dir fordert? Und während ich so gefragt habe, sind diese Person die Tränen nur so runtergelaufen. Dann sagte sie mir, weißt du, ich habe gemerkt, dass das die Bibel von mir will. Dass ich Vergebung zuspreche. Und weißt du, weil es die Bibel fordert und weil ich selber Vergebung empfangen habe, habe auch ich ganz bewusst und willentlich, habe ich Vergebung zugesprochen. Und während ich diesen Prozess durchmachte, sagte sie mir, da ist von mir ein riesengroßer Rucksack runtergefallen. Ich durfte meinem Papa, meinen Brüdern Vergebung zusprechen. Ja, meinem Vater durfte ich am Sterbebett Vergebung zusprechen. Und mir wurde eine riesengroße Last genommen. Dann habe ich ihr die zweite Frage gestellt. Und habe sie gefragt, hast du auch Gott schon gedankt? Gedankt über den Wegen, die Gott dich geführt hat? Noch einmal, das ganze Schreckliche ist nie zu entschuldigen, nie zu rechtfertigen. Aber dennoch hast du Gott Danke gesagt für die Wege, die Gott dich geführt hat. Auch wenn du das Warum und das Wozu nie erklären wirst können. Du kannst es nicht begreifen, aber die Bibel sagt, Epheser 5, Vers 20, saget Gott Dank alle Zeit und für alles. Und wieder sind viele, viele Tränen geflossen. Dann hat sie mir gesagt, weißt du, auch das habe ich in den vergangenen Jahren lernen dürfen. Und je mehr ich Danke sage, umso mehr wird mein Herz frei und froh. Darf ich dich fragen, hast du schon Danke gesagt über den Wegen, die Gott dich geführt hat? Die letzte Frage, die ich ihr stellte, war, wenn du morgen in den Spiegel schaust, kannst du dann Danke sagen für dich selber?
Weil diese Menschen, die fühlen sich oft sehr, sehr schmutzig. Kannst du Danke sagen, weil Gott dich wunderbar gemacht hat? Im Psalm 139, Vers 14, da steht, ich danke dir dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Da hat mich diese Schwester angeschaut, ziemlich lange geschwiegen. Dann hat sie mir gesagt, nein, das kann ich noch nicht. Und dann habe ich gesagt, aber dann dürfen wir das lernen mit der Hilfe des Herrn Jesus. Und da hat sie gesagt, ja, das will ich. Mit der Hilfe des Herrn Jesus will ich lernen, auch Danke zu sagen für mich selbst. Weil Gott mich gemacht hat, weil ich ein Geschöpf, weil ich ein Kind bin des lebendigen Gottes, weil er mich am Kreuz von Golgatha erlöst hat. Diese Schwester ist beim Herrn Jesus. Und ich denke, ja, ich bin überzeugt, dass sie heute dem Herrn Jesus Danke sagt, dass er all die Wege sie geführt hat, obwohl man sie nicht begreifen kann, nicht verstehen kann. Darf ich dich fragen, hast du aufgrund des Kreuzes von Golgatha, hast du Vergebung empfangen? Bist du ein Kind Gottes? Lebt Jesus in deinem Leben? Und wenn es so ist, kannst du auch den Menschen, die an dir schuldig wurden, Vergebung zusprechen? Wenn du das nicht tust, dann wirst du anstelle der Person, die du eigentlich ins Gefängnis stecken möchtest, wirst du die ganze Zeit in diesem Gefängnis stecken bleiben. Wenn du aber anfängst, Vergebung zuzusprechen, auf Grundlage des Kreuzes von Golgatha, dann wird dein Leben frei und froh. Und wenn Menschen das tun, wenn sie Vergebung zusprechen, dann kann Folgendes geschehen. Ich lese Ihnen, ich habe noch ein paar Minuten, Peter, oder? Wunderbar, nur noch 2-3 Minuten. Aus diesem Buch, Das Tor zur Freiheit, wie Vergebung Ihr Leben verändert, kann man auch drüben am Büchertisch kaufen, möchte ich Ihnen etwas vorlesen aus Kapitel 8. Das ist ein Vorwort von John MacArthur, er schreibt, Vergebung löst Freude aus, bringt Frieden und schenkt einen Neubeginn. Vergebung setzt alle höheren Werte der Liebe in Bewegung. In gewisser Hinsicht ist Vergebung die höchste Stufe des christlichen Glaubens. Und jetzt kommt ein Zeugnis eines japanischen Bomberpiloten. Mitsuo Fuchida befehligte den Angriff der japanischen Luftwaffe auf Pearl Harbor. Der furchtlose, herausragende Pilot wurde extra für diese Aufgabe ausgewählt. Er war es auch, der den 360 Kampfflugzeugen in Wartestellung den berühmten Befehl gab, Tora, Tora, Tora. Die Tötung von 2300 amerikanischen Marinesoldaten bezeichnete er als die spannendste Heldentat meiner Laufbahn. Aber die meisten Leute wissen nicht, dass dieser Draufgänger im Jahre 1949, also knapp 8 Jahre nach dem Angriff auf Pearl Harbor, zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Um diese unwahrscheinliche Kehrtwende herbeizuführen, ließ Gott es zu 2 erstaunlichen Ereignissen kommen. Das erste geschah kurz nach dem Krieg. Fuchida unterhielt sich mit einem Bekannten. Er gehörte zu den Japanern, die man in den USA gefangen genommen und interniert hatte. Ihn interessierte vor allem, wie die Amerikaner die Gefangenen behandelt hatten. Deshalb hörte er gut zu, als sein Freund ihm erzählte, wie eine 18-jährige freiwillige Helferin sich besonders aufmerksam um die Japaner gekümmert hatte. Als die Gefangenen fragten, warum sie ihnen gegenüber so hilfsbereit sei, erhielten sie eine unerwartete, nicht nachvollziehbare Antwort. Weil japanische Soldaten meine Eltern getötet haben. Die Eltern der jungen Frau waren als Missionare in Japan gewesen. Als die internationalen Spannungen, die schließlich zum Zweiten Weltkrieg geführt hatten, eskalierten, nachdem das Missionsehepaar auf die Philippinen geflüchtet war, wurde es wegen Spionage verurteilt und enthauptet. Die Tochter der beiden erfuhr davon erst 3 Jahre später, nach ihrer Evakuierung in die USA.
Natürlich reagierte sie auf diese Nachricht mit bitterem Schmerz und Wut. Aber weil sie ihre Eltern kannte, kam sie schließlich zu der Erkenntnis, dass sie, die Eltern, ihren Mördern vergeben hätten. Sie wusste es einfach und deshalb musste auch sie Vergebung üben. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Sie wollte Böses mit Gutem vergelten und deshalb war sie hier in den Lagern, um ihre Feinde zu lieben. Fuchida war über ein derartiges Verhalten äußerst erstaunt. Wie konnte jemand auf den Mord der eigenen Eltern so reagieren? Dann, ein paar Jahre später, gab ihm jemand eine Verteilschrift, während er auf dem Bahnhof auf einen Zug wartete. Normalerweise hätte er einen solchen Flyer einfach weggeworfen. Aber sein Interesse war geweckt, als er sah, dass der Autor ebenfalls Kampfpilot gewesen war. Unter der Überschrift „Ich war Kriegsgefangener in Japan“ berichtete Sergeant Jacob de Jazer, wie er während des Überraschungsangriffs der amerikanischen Luftwaffe auf Tokio als Vergeltung für den Angriff auf Pearl Harbor mit dem Fallschirm aus seinem Flugzeug springen musste. De Jazer wurde von den japanischen Streitkräften gefangen genommen. Er schilderte die nächsten 3 Jahre als einen nicht enden wollenden Albtraum aus Folter, Hunger und vielen Hinrichtungen. In der Einzelhaft schrumpfte seine Welt auf wenige Quadratmeter zusammen und sein Hass entflammte und wurde immer größer. Nach 2 Jahren Gefangenschaft gab ihm jemand ein paar Bücher, die er im dämmerigen Licht seiner Zelle lesen konnte. Darunter war auch eine Bibel. Wie Licht in der Finsternis traf das Wort Gottes sein Herz, vor allem jene Verse, die direkt in seine Situation hineinzusprechen schienen. Liebet eure Feinde. Gottes Gnade hat aus ihm einen neuen Menschen gemacht. Und so begann de Jazer ganz bewusst, mit den Werten respektvoll zu sprechen, selbst wenn sie ihn brutal und entwürdigend behandelten. Ich bat Gott, meine Peiniger zu vergeben, schrieb er in der Verteilschrift. Und ich war fest entschlossen, diesen Menschen mit der Hilfe Jesu von der Heilsbotschaft zu erzählen. Fuchida las de Jazers Geschichte voller Verwunderung. Dann kaufte er sich eine Bibel, weil er sich selbst überzeugen wollte, woher dieses seltsame Gebot, seine Feinde zu lieben, wirklich stammte. Schließlich fand Fuchida zum Glauben an Jesus Christus. Er wurde Evangelist und arbeitete schließlich sogar mit de Jazer zusammen. Die beiden Männer sprachen bei großen Veranstaltungen in Japan und Asien. Sie wurden gute Freunde und gemeinsam führten sie viele Menschen zum Heil in Jesus Christus. Das alles geschah, weil 2 Menschen nicht bei der Vergebung stehen geblieben, sondern weit darüber hinausgegangen waren, weil 2 Menschen Leid mit Liebe vergolten haben. Das aufgrund des Kreuzes von Golgatha. Und wo stehst du? Ein jeder möge dem Herrn Jesus seine eigene Antwort geben. Amen.